Habe ich uns mal den Frau gestellt, ob das sich lohnt, Christ zu sein? Lohnt es sich, dass wir Kinder Gottes sind? Was für eine Belohnung, wo wir einen Tag kriegen für unseren Glauben an Jesus Christus? In unserem Tag los, wie wo Petrus Jesus eine ähnliche Frau stellt. Er fragt Jesus in Vers 27, er sagt, kick mal, wir haben alles verloren und sind die neu gefeucht. Was war wie du verkriegen, sagt er. Petrus will haben, dass Jesus all seine gute Worte in Salz Aufopferung on sein soll und am klar und deutlich sein, was er dafür kriegen wird. Wo Gott am belohnen wird. In so einer Einstellung kann viele Menschen von der und da, die wollen nicht für Gott tun, was sie wollten, was sie dafür kriegen wollen. Aber so eine Einstellung ist menschlich, ist sie nicht menschlich? Und manchmal reden Christen von den materiellen Segnungen, die sie durch ihren Glauben gekriegt haben. Und das stimmt, Gott sorgt für seine Kinder, das stimmt. Aber was sein sogar, dass wir als Christen unseren jährlichen Zustand meten können, mit wofür Gott uns segnen wird. Das aber passt nicht mit Gottes Wort. Wenn wir nicht abpassen, dann, liebe Geschwister, dann können wir anfangen, Christus Petrus zu denken in uns Frauen, was war ich für meinen Glauben kriegen? Lohnt es sich, ein Christ zu sein? In ein paar Kapitel eher hat Jesus seine Jünger eine ähnliche Frau gestellt, aber von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive. Wir lesen Folgendes in Matthäus 16. So, wir lesen kurz aus Matthäus 19, wenn wir unsere Bibel 3 blättern down Matthäus 16, dann sagt Gottes Wort uns in der Verse 24 bis 26. Matthäus 16, 24 bis 26. Wenn wer mit mir mitkommen will, sagt er, der Matt von sich selbst verjäten und dann sein Kreuz ab sich nehmen und mitkommen. Wer sein Leben raten will, wird dort verlieren. Aber wer sein Leben um meinethalben verlieren wird, wird dort wahrer fing. Wies wird halt ein Mensch dort, wenn er die ganze Welt gewinnen wird, wenn er seine eigene Säule dafür geben muss? Oder was kann ein Mensch geben, um seine Säule treu zu kriegen? So Jesus seine Frau wie anders, wie es dort nicht mit physischen Segnungen und materiellen Dingen zu tun hat, sondern mit jährlichen Dingen. Er sagt, was hilft ein Mensch dort, wenn er die ganze Welt gewinnen wird, wenn er seine eigene Säule dafür geben muss? Erst ehrlich, dort so eine Menschen, die sehr wohlhabend sind und gut auf sind, kann die actually von beiden ganz ladig sein? Ja. Kann die viele Sachen haben über nicht was hier beiden haben? Nicht euch haben? Diese wir die wiesen uns, dort wie unsere Gedanken ab der jährlichen Segnungen halten sollen, die wir durch Gott dahin kriegen sollen. So, die Frau ist, lohnt es sich, Christ zu sein? Lohnt es sich, ein Jünger Jesu zu sein? Und mit Gottes Halb, wo wir diese Frau taub und siegen von der Samarias. Und wir wollen 3 jährliche Verteilen betrachten, die Jesus seine Jünger schenken wird, ans Jaft, um zu wiesen, dass es sich wirklich lohnt, Christ zu sein. An Vers 29 fingen wir den ersten Verteil. Jesus sagt, Vers 29, und wer um meinethalben, so, Matthäus 19, 29. Wer um meinethalben Hus oder Bruder oder Saster oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Lohn verloren hat, wird dort 100 Mal 3 kriegen und dort ewige Leben haben. 100 Mal 3 kriegen. Wo kann wir das verstehen? Wenn wir Christen sind, dann gehören wir zu Gottes Familie. Weil Jesus wörtlich haben, dort wir unsere Häuser in physische Familien verloren sollen, wir machen diese Verse an den rechten Kontext lesen. Er sagt,
wer um meinethalben diese Dinge verluten wird, den wird er segnen. Und das originale Wort, was hier als verluten übersetzt wird, meint auch lieden oder losluten. So, wenn die Dinge oder Menschen losluten machen, wie es wie Christen sind, wie es wie Gott live haben, wie es wie Jesus in der Nachfolge geworden sind, dann sagt Gott, hey, wird uns du versegnen. Und dort ja viele Kulturen, wo, wenn einer Christ wird, wenn einer sich Jesus annimmt, dann verlieren sie sozusagen Reinreich alles. All ihre physischen Sachen und wurden sogar manchmal von ihrer eigenen Familie zu sikj gestellt, ausgeschlossen. Das ist uns nicht so fromm, nicht? Kann wie gut. In 2014 las ich eine Geschichte in den Zeitungen. Und das kann mir gut für, dass das eigentlich bloß an die gewöhnlichen Zeitungen war. Das war eine Geschichte von einer Frau in Sudan. Weißt du, wo Sudan ist? Von ungefähr? Afrika, ja. Das ist Nachbarland von Ägypten, in der Gegend. Und sie wird festgenommen und eingestorben, wie sie sich zu Jesus bekehrt. In einen christlichen Friedhof. Und dort wird ihre eigene Familie, die auch verklärt hat, wie es sie eier Muslimen wir. Und im Sudan ist dort für Moslems verboten, Christen zu frieren. Sie wird auch schwanger, als sie eingestorben wird, und muss ihr Baby im Gefängnis zur Welt bringen. Und nicht in ein Gefängnis hier in den States, sondern in Kanada, aber in Sudan. Du hast es noch ganz anders als hier. Er wird die Entscheidung festgestellt, entweder können sie ihren christlichen Glauben zu ziehen, down und abgeben und dann rütgeluten worden. Sie würden auch kurz rütluten, wenn sie dort tut. Oder sie kann für ihren Glauben sterben. Sie hat sich für ihren Glauben an Jesus entschieden. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht wo, Gott hat ein Wunder getan und die Leute are los. Sie können gehen. Aber auch wieder klar, auch wenn sie ihr Leben nehmen, sie wird lieber für ihr Glauben sterben, als Jesus abgeben. Jesus verspricht uns, wer um seinethalben Hüs oder Bruder oder Saster oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Lohn verloren hat, wird dort hunderte Mal zurückkriegen. Durch Gottes Gnade, Jesus im Blut in unserem Glauben, wo wir an Gottes Familie heimgenommen. Gottes Wort sagt, wir wurden angenommen, wir wurden adoptiert. Und als Kinder Gottes haben wir mehr jesulige Geschwister, als wir verhebst halten können. Mehr als was bloß hier von der Samaris sind, an dieser Kirche. All die, was Jesus Christus angenommen hat, am Glauben, gehören zu Gottes Familie. Sind unsere Geschwister am Herrn. Wir haben eine sehr große Familie. Und durch unsere geistliche Familie kriegen wir Ermutigung. Mitgefühl, Unterstützung im Gebet und auch andere Arten von Hilfe. Wir können auch unseren geistlichen Geschwistern in verschiedensten Wegen helfen und unterstützen. Zum Beispiel, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wo wir ein größerer Segen für die Geschwister in unserem Leben sein können. Vielleicht können wir mehr tun, als was wir nicht tun. Vielleicht können wir uns die Zeit nehmen, um ein Ratgeber für jüngere Christen zu sein. Ein Ratgeber, einer wird auf Englisch vielleicht sein, ein Mentor zu sein für jüngere Christen. Ich weiß, ich habe so eine Person in meinem Leben, als ich mich frisch bekehrt habe oder nie bekehrt habe, dann wäre da einer in der Jugend, was vielleicht 10 Jahre alle wie als ich, das wäre mein Mentor. Und ich danke Gott für ihn. Wenn er die Zeit nicht genommen hat für mich, wer weiß, wo ich von der würde sein. Ratgeber für jüngere Christen sein. Oder ans Life für andere Wesen, indem wir an Anluden dauern oder besiegen fahren dauern. Die Mitgliedschaft an der Familie Gottes ist ein Vorteil, den alle Christen genießen können. Wir wollen auch immer Ansport dauern, unsere geistliche Geschwister zu unterstützen und zu helfen. Paulus sagt in Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, Galater 6, Vers 10, er sagt,
Deswegen soll wir, so fern als wir Gelegenheit haben, an alle Menschen Gutes tun, und besonders an die mit uns taub im Glauben stehen. Wofern? Ja, sofern als wir Gelegenheit haben zu tun. Der erste Vorteil, den wir als Jünger Jesu kriegen, ist, dass unsere Familie hunderte Mal teilnimmt, wie wir zu Gottes Familie gehören. Der zweite Vorteil, den wir in unserem Tag finden, ist, dass wir leben. Jesus sagt, dass dort, wo uns wahrgenommen wird, sein Halben, wo wir hunderte Mal treu kriegen, und dass wir leben haben. Wir leben ist ein Ding, was Geld nicht kaufen kann. Wenn einer viel Geld hier hat, auf dieser Welt, dann kann eine große Häuser kaufen, und kriegt durch, wo einer wählen, und das ist wunderbar, so ist das. Aber dort ist kriegen, dort, wo viel Geld einer hat, das hält uns nicht, um das ewige Leben zu kaufen. Das ist allmählich. Das habe ich in unserem Text gesehen, mit der reiche junge Mann. Der hat sehr viel Geld. Und aber der hat ein Ding, der hat sein Geld noch mehr lieb, als was Gott lieb hat. Und deswegen wir von Bahn lade ich. Er hat sehr viele Sachen, aber von Bahn wir sollte sein ganz lade ich. Er weiß, hat Wort gefehlt. Und deswegen früher Jesus, Gott Meister, Wort für Gott, das mache ich dann, dass ich das ewige Leben kriege. Er wollte das ewige Leben haben, aber hat der Life zu Gott gefehlt. Er ging von Jesus traurig weg. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 23, Matthäus 19, 23, er sagt, ich sage ihnen die Wahrheit. Dort wird für einen reichen Mann schwer sein, im Himmelreich zu kommen. Es ist nicht allmählich, Jesus sagt, bei Gott ist kein Ding allmählich. Aber das ist schwer. Warum ist es schwerer für reiche Menschen, in das Himmelreich zu kommen, als für andere? Was hat Jesus hier gemeint? Ja. Für die, die mehr wohlhabend sind, die müssen sich abpassen, dass sie nicht ihre Sachen in Geld mehr Leib haben, als was sie Gott haben. Nicht? Und einer kann sehr geneigt worden, um bloß an sich selbst abhängig zu werden oder nicht an Gott mehr zu glauben, dass er alles ans Jahr nicht. Wir fingen vielleicht an zu denken, alles, was ich habe ich mir selbst abgebüht. No, alles, was einem hat, kann dort, wo viel ich habe, das ist uns gegeben worden. Nicht? Ja. So, das ist schwer für reiche Menschen in das Himmelreich zu kommen. Nicht allmählich, aber das ist schwer. Und wie weit kriegen und wofür Geld einer hat, kann er sich dort ewige Leben nicht kaufen. Dort ewige Leben ist ein Vorteil, den wir mit Geld nicht kaufen können. Nun, warum ist das ewige Leben ein Vorteil für Kinder Gottes? Das meiste von unserem ewigen Leben, wo wir Mulute genießen können, wenn uns Leben hier auf dieser Welt ewig ist. Aber das gibt ein paar Wege, wo wir uns das ewige Leben nie all genießen können. Lass mich 3 Beispiele uns geben oder erwähnen. Erstens, wir können nie all Frieden mit Gott haben. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir, wo die sind, Menschen von Gott tranen dort. Aber Jesus Christus will die Brei sein, die uns zu Gott treu bringen dort. Durch das Blut Jesu können wir von unseren Sünden gereinigt werden, sodass wir Frieden mit Gott haben können. Und die Versöhnung mit Gott müssen wir nie in diesem Leben kriegen, sodass wir ewigen Frieden mit Gott genießen können. Das gibt was Religionen. Zum Beispiel, ich rede letztens mit einem Mormon. Ich glaube, ich kann, wer die Mormonen sind. Auf Englisch werden die Latter-day Saints genannt. Und er vertellt mir, er will mal in dem Mormonsystem bin, und er sagt, das ganz große Unterschied zwischen Christen und Mormonen ist, für Christen, wir müssen sicher merken, dass wir nie allrecht sind zu sterben. Right? Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Für Mormonen erklärt er, dort wird eine Luther. Einer schafft nie für Gott, und dann Luther wollen die Menschen für einen beten, dort er nicht an der Halbwort sein oder ewig verloren sein, dort er sich auch bekehren kann. Er prüft mich dort ein bisschen dort zu erklären. Aber wir weiten dort jetzt ganz direkt gegen Gottes Wort. Einer muss von der weiten.
an dit Leben weiten, ob einer bereit ist, Gott zu begegnen. Wir machen uns nie versöhnt mit Gott wollen. Nicht Luther, das schafft nicht. Und wir können nie Frieden mit Gott haben. Und willst wir Frieden mit Gott haben, dann merkt ihr doch mählich, dass wir zu anbeten können. War der Frieden mit Gott zu haben, bringt eine besondere Sorte Frieden mit sich. Als Kinder Gottes brücken wir nicht Angst über die Ewigkeit haben. Wir haben Jesu Vergebung erfahren und unsere Fähige sind, die sind nicht mehr, die sind wahrgenommen worden, die sind reingewaschen. Und deswegen können wir uns in Gottes Gegenwart freuen. Wir freuen uns, wenn Gott uns und mang uns ist. Wir beten ernstlich, dort soll sein, nicht? Wir beten, wenn wir in Gott sein Hüst kommen, dann beten wir ernstlich, Gott, wir beten, dass du uns sein wirst. Wenn du nicht hier mit uns bist, dann helpt das nicht. Dann helpt das nicht. Dann redest du nicht durch dein Wort, dann kriegen wir nicht diese Segen, was uns fehlt. Dann ist das alles bloß lade. Aber für die, die noch nicht mit Gott versöhnt sind, die haben eigentlich Angst, in Gott seine Gegenwart zu sein. Wenn die weiten, die sind noch nicht bereit, Gott zu sein. Aber für Kinder Gottes ist das anders. Ich möchte an die Israeliten denken. Im Alten Testament lesen wir, wo die Israeliten sich fürchten, deuten, an der Gegenwart Gottes zu sein. 2. Mose 20, Vers 19 sagt, und die Israeliten sehen zu Moses, red du mit uns, wir wollen all horchen, aber lut Gott nicht so zu uns reden, anders kommen wir hier an. In Vers 21 sagt, und dort Volk bleib ein Ängstchen auf, als Moses an der Weg ging, wo Gott selbst wir. Moses hat nicht Angst, er will wie Gott sein. Aber die Menschen, die Israeliten, die bleiben ein Ängstchen von Gott auf. Und das nicht kriegt so für viele Menschen von der und da. Wir haben diesen großen Vorteil, wir können in Gott seine Gegenwart kommen, aber wo viele Menschen bleiben ein Ängstchen auf, wenn sie Angst von Gott haben. Wenn sie weiten durch fehlt noch Gott. Wie, wenn wir Frieden am Herzen haben, wir müssen nicht Angst haben, in Gott seine Gegenwart zu sein. Wir freuen uns dazu. Und wir haben das nie-testamentliche Gesetz von Jesus Christus und das Gesetz wiest uns, wo wir mit Gott versöhnt worden können. Und deswegen brauchen wir uns nicht Angst haben, in Gottes Macht zu sein. Wir können uns immer freuen, wie Gott zu sein. Und Jesus sagt, er wird uns nicht aus Wesen looten, er wird uns den Tröster geben, und wir den Heiligen Geist haben von der und da, dann können wir uns alle Tag freuen, in Gott seine Gegenwart zu sein. Der will mit uns gehen, der lebt an uns, der will uns führen und leiten. Der Geist Gottes an uns hilft uns auch, über den Sinn siegreich zu bleiben. So ein Leben gibt uns einen kleinen Geschmack, für wo der Himmel wird sein. Wie es am Himmel gibt das auch keinen Sinn. Und um das zu erklären, sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 29. Matthäus 11, Vers 29. Matthäus 11, 29. Er sagt, leicht und mein Joch ab und lehrt von mir, wie es auch sie sanftmütig und vom Horten demutig und die wollen Ruf hängen für jene Seil. Also Jesus hat uns als Christen die schwere sündenlos wahrgenommen und seine sanfte Joch abgesagt. Und das Joch verbindet uns mit Jesus, mit Gott. Und er braucht es, um uns durch das Leben zu führen. Und sein Joch ist ein Bild von Gottes Gesten, wo er uns alle Tag führen will, sodass wir nicht weiter an die fähigen Sünden fallen machen. Ein herrliches Leben bewahrt uns auch vor den ewigen Folgen, die ab all die Gottlosen ein Tag kommen wollen. Und der letzte Vorteil, den wir von der betrachten werden, woran das sich lohnt, ein Nachfolger Jesu zu sein, ist der Lebenszweig, den Jesus allen Christen gibt. Und wenn ich von Lebenszweig rede, da meint, oder auf Englisch wird einer sein, er gibt uns a purposeful life. He gives our life purpose. Alle Menschen wollen das Gefühl haben, dass ihr Leben einen Zweig hat. Und diesen Lebenszweig gibt uns Lust zu leben. Und manchmal, wenn Menschen das Gefühl verlieren, dann wollen sie verhebt nicht mehr leben. Jesus gibt all seine Nachfolger diese Gefühl, dass er Lebenszweig hat, Sinn hat.
Und Paulus nennt diese christliche Zweig an der Berufung. Und er sagt in Epheser 4, Vers 1, er sagt, lebt so, dass dein Leben du mit stammt, wozu Gott ihn berufen hat. Gott hat uns gerobt, wir sind berufen. Und ein Port an der Berufung an Christus als andere Kinder Gottes abzubauen. Epheser 4, 12 sagt, wird gesagt, so sagt Paulus ans, oder gibt Paulus ans den Grund, woran Gottes jetzt ans Jesel gegeben gibt. Er sagt, das tut er, um all Gott seine Kinder zum Christentum zurückzumerken, wodurch Christus sein Körper, und dann sagt er, dort hast du gemeint, gebüht wird. So, Gott gibt uns diese jährliche Gaben, so dort wie seine Körper abbühen kann. Und zweitens, sind wir berufen, für Christus zu schaffen. Paulus sagt weiter in Römer 6, 13. Römer 6, Vers 13. Loont sind keine Gliederbrücken, die Eierreichtigkeit dein, gef und leibe Gott haben, als Sonne, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und Loont jene Gliederbrücken, die Gerechtigkeit dein. So tun, weil ans Brücken, sein Königreich auf dieser Welt zu bauen, und Gott will ans Brücken, sein Königreich auf dieser Welt zu bauen. Dort ist nicht als ob, wenn wir nicht Gott dein, dann do wir nicht. No, dann schaffe ich für so tun. Aber wenn wir Gott dein, dann schaffe ich für arm. Gott hat nicht viele Kinder. Nicht? Der hat nicht viele Kinder. Und jeder kennt Gottes als berufen, um für Christus zu schaffen. Jesus sagte Paulus sagte Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 21, dort Christen sollen Gefäße sein, was die heilig sind und rein sind, alle gute Worte zu tun. Weil wir nicht für jeden dort Gottes Wort zu verbreiten, auch ein Port von unserer Arbeit für Christus ist. Jesus gibt uns im Leben Zweig, indem er uns raubt, für ihn zu schaffen. Drittens, sei wir berufen, durch alles, was wir tun, Gott zu verherrlichen und zu ehren. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10, Vers 31, 1. Korinther 10, 31, ob je eten oder trinken oder was je tun, tut alles, um Gott zu ehren. Uns Raub oder Zweig, die wir als Christen haben, ist sehr wichtig. Dort gibt uns Mut, Gott treu zu bleiben und von Gott gebraucht zu werden. Petrus frug Jesus mal, kijk mal, wir haben alles verloren und sind die nur gefeicht. Was war wie du verkriegen? Und ich gesagt, Jesus, lohnt es sich, die nur feiern zu sein. Wenn wir Christen sind, liebe Geschwister, dann gehören wir zu Gottes Familie. Wenn wir Christen sind, dann kriegen wir das ewige Leben, das wir von der Allportwies genießen können. Wir können ein Leben voll Friede und Freiheit haben und Sieg haben. Wenn wir Christen sind, dann gibt Jesus unserem Leben einen Zweig. Er raubt uns, um für ihn zu schaffen. Er raubt uns, andere Kinder Gottes abzubauen. Und er raubt uns, dass wir durch alles, was wir tun, Gott verherrlichen. Lohnt es sich, ein Christ zu sein? Was glaubt ihr? Lohnt es sich? Amen, nicht? Das lohnt sich, Kinder Gottes zu sein. Und muss Gott uns jeden Tag und diese Verteilen denken halten, so dass wir am treu bleiben und vom Horten deinen Kern. Amen.